Ja, Lev Jecke. Da sind wir wieder, am Karneval Samstag. Kommen wir direkt zum Thema, ohne lang rumzutricksen. Der Schawan-Fall. Frau Dr. Schawan, wo gestern? Jetzt bitte Frau Schawan oder einfach Netti. Ja, gestern ist es Netti dann aus Südafrika hergekommen. Kurz nach 8 ist es in Berlin gelandet. Mit einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Wenn ich so jetzt lese, frage ich mich immer, wo die Bereitschaftsmaschine von der Bundeswehr so parke. Und wo kann man die buchen? Ich habe die jedenfalls noch nie bei Swoodo als Airline gefunden. Also schinkt mir das nicht gerade eine Billigflucht zu sein. Naja, im Prinzip ist es doch real, ob das Netti mit dem Jet oder mit einem Heli unterwegs ist. Wir brauchen quasi nicht mehr groß drum rumzuschwaden. All die Spekulationen in der Zeitung und in der Flimmerkiste, wie die Zukunft vom Netti aussieht. Dabei ist das längst klar gewesen, Dr. Fott, Ministerposten Fott. Aber Netti, macht dir keinen Kopf. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Es zieht sowieso ja Lückjähre die richtigen Probleme an. Ja, nächstes Thema. Was bedeutet es für unser Land, wenn wir jetzt alle 100 Jahre alt werden? Tja, ich hatte dir gestern alles angesprochen, wir bewegen uns in einem Zeitalter, wo immer mehr alle Menschen unterwegs sind. Und jetzt die Frage, was hätte das zu bedeuten? Tja, das ist relativ einfach und schnell erklärt. Wir müssen uns alle umstellen. Das fängt alles mit der Autofahrerei an. Da könnt einiges ob uns so an Umstellerei und so. Tja, und zwar gibt es dann nur noch 4 Farben von Autos. Die normale, rahe Säte, coole, junge, dynamische Menschen, die können wählen, ob sie ein Kiss in einem coolen Silber oder elegant schwarz haben. In der Stufe sind alle Ausführungen von PKWs erlaubt. Also auch Cabrios, Jeeps und Büsschen. Dann kommen wir zu der zweiten oder zu der ersten Stufe, die als nicht mehr ganz normal in die Stufe wird. Die Fahrzeuge werden markiert mit einem Signalstreifen, der über den Motorhaube, über das Dach und noch über den Heckschiefer verläuft. In die Stufe kommen alle Best Ager. Das sind dann die Driver zwischen 65 und 90. Also im Grunde fast 90% der Bevölkerung. In der Stufe haben wir dann Einschränkungen, was die Fahrzeugauswahl betrifft. Cabrios und Jeeps sind hier nicht erlaubt. Bei Cabrios ist die Fahrzeugruß, dass der Toupet-Pflege geht. Und Jeeps fallen fort, weil das gesundheitlich schwierig ist, da überhaupt noch hinzukommen. Tja, und dann gibt es noch die andere, die dritte Stufe. Das sind dann die Lück ab 90 bis ca. 120. Das sind dann die sogenannte Silver Ager. Und für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu erkennen, weil die in neon lackierte Autos unterwegs sind, die auf den ersten Blick wie eine Art Autoscooter aussehen. Ein Highlight von der Karre ist die Umweltfreundlichkeit. Das Ganze funktioniert über eine App. Und zwar können die sich dann über den Herzschrittmacher so eine App runterladen und das an das Auto anschließen. Aber wie die Entwicklung auch Sinn macht, ich bin mir sicher, die Autoindustrie, die regelt das, sodass man da auch irgendwie in die ganze Kiste bequem mit dem Rollator hinfahren kann oder direkt den Rollator scharf drehen kann, dass der ins 80, 90 Stundenkilometer machen kann. So, bevor ich mich jetzt hier noch dutschwade, ich habe nämlich langsam Brandhände am Hals und so wieder. Rufe ich jetzt die Wetterfee. Die löset ja jetzt gerade ein bisschen Schneie, aber ich nehme an, die kann ein bisschen für Sonne sorgen. In diesem Sinne. Kommen wir mal zum Wetter. Lev Jecke, wie er sicher erkannt hat, hätte Sonne sich fies verstochen. Entgegen aller Prognose sagen ich euch aber spätestens für Rosenmontag eine intensive Strahl Sonne für. Aber im Prinzip ist das ja auch trivial. Sonne hin oder her, wenn mir fast die Lauren fiere, schink im Hetze sowieso die ganze Tag die Sonne. Lev Jecke, ich will euch nicht wieder zutexte. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich auch parat gemacht für Fasteloren. Ich werde in Hück sicherlich das ein oder andere Kölsch, ob ich trinke. Mal Jod, aber nicht so oft, dort ob dreimal Kölle Alarm.